So von der aus ein besonderer Sonntag war, wir haben Mautsonntag. Wer weiß alle, was Mautsonntag heißt? Ich glaube, die meisten von Ihnen wissen noch, right? Aber wir haben hier ein paar Mal das Jahr, wo wir die Gelegenheit geben, was Menschen von unserer Kirche zu stehen, was Menschen von der Community bloß ab diesem Pulpit zu stehen und Wort zu geben zu der Congregation, right? Und so, Pastor Jacob, heute schreibt mir eine Sache diese Werk, so ich kann hier von der nicht sagen, aber heute seht, heute freut sich sehr zu diesem Mautsonntag und das ist something, was heute wirklich ab sein Hort hat, für Jahren gehört, dort heute will die Opportunity geben, für mehr Menschen, die hier in der Boven, bloß im Wort zu sein, was ab hört ist, im Wort von Gott. Und so, das ist eine Gelegenheit, was wir hier haben, das ist eine Gelegenheit für die Menschen, was von der ich kann tun. Und das ist ein Verrecht für mich, dort ich hier in der Stick kann presenting. Und so, Tom, die erste Person hier presenting, mag ich meinen Phone nehmen, wenn die haben so viel geserved. So, wenn ihr ein Mensch fallen kann, mit einem Hort von einem deiner Hort, dort ist diese Person. Heute ist hier für 12 Jahre bei der Kirche was. Für 10 Jahre habe ich die Kinderkirche geserved, verschiedene Erlassstunden dort. Für 3 Jahre auf dem Prayer-Team, für 4 Jahre auf dem Camera-Team. Und vor dem, dann habe ich auch noch mit der Jugend für 6 Jahre geserved und als ein Greeter für 4 Jahre. So, wenn ihr das dann top teilen, das dürfen sagen, hier und nochmal, und ich sage nicht viel mit Mathe, nicht? So, ich weiß nicht gleich, wo hier. Aber heute habe ich in deiner Hort, und das ist ein Verrecht für mich bloß, Willie Reimer hier abzuklären. So, come on up, Willie. Wir wollen bloß eine große Hand geben. Willie, der Tiet, der Stine. So, Gott hat uns ab einer Weile gemerkt, dass uns Wort, das siegt am ein Wort. Und uns Wort siegt eine Wahrheit. Und so, von der an hat mir ein klein bisschen zu vertellen von Wahrheit. Wort als Wahrheit und wo ich ja wieder Wahrheit fängt. So, dort hat mir das erste in Johannes 14, Vers 6 zu gehen. Das ein Vers, der sagt, Jesus ist das. Jesus sagt zu ihm, ich sehe die Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, bitte durch mich. So, wir können nicht anders zum Vater kommen als durch Jesus. Und was ich durchkriege, weil an Neukirchen, dort ist das Wort, nicht eigentlich verbessert. Anyway, so, das ist die Wahrheit. Jesus sagt, heute ist die Wahrheit. Die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. So, in dort, Janka, mir noch ein Vers zu lesen, das Johannes 1, Vers 1, du sagst, dass aus alles anfängt. So, aus Gott die Welt mögt. Aus Gott sieht, die ersten Dinge passieren. Jesus, wir bei ihm, und der Heilige Geist, wir bei Gott, und sei da in der Taub. So, aus alles Anfang, wir dort Wort. Und dort Wort, wir bei Gott. Und wo Gott wir dort Wort. Und so, das ist noch eine andere Übersetzung, wo der letzte Part ein klein bisschen anders sein wird. Das ist für mich ein bisschen klarer, der sagt, in dort Wort, wir bei Gott. So, alles, was dort Wort ist, was wir sagen in der Bibel, dort wir bei Gott. Das sehr die Welt merken, dass Jesus wir bei Gott und Jesus ist das Wort. Und so, wenn wir da ein bisschen gucken, dann, da ist es sehr interessant, wo die Bibel ist gekommen, wo wir von der sind. Dort wird mir ankern, das Bild hier so nachzudenken. So, das sind all die Cross-References, was wir in der Bibel finden. Dort sind am ganzen, was die Menschen mit so weit gefangen haben, sind 63.779 Mal, wo das Samwort gesagt worden ist von Anfang der Bibel, es wurde mit, wo der Taubstamm hat, mit einem anderen Part, was Sam Sasswe gesagt hat. Und das interessante Ding ist, dort ist von 40 verschiedenen Menschen, haben sich taub gestundet und das geschrieben. So, das sind 33 Schreiber, die die Bibel abgenommen hat, aber das sind nach welchen Schreiber, die Hauptgehört haben von Besied. So, das sind ungefähr 40 Schreiber. Und nach ein Ding, was da ist, dort ist 1500 Jahre, wo die Geschichten alle passiert sind. Die sind nicht beinahe ein paar Jahre passiert, dass die dort haben können, es dort schreiben. Und nach ein Ding, dort sind 3 verschiedene Kontinente geschrieben. Dort sind Asien, Afrika und in Europa. Paulus hat einen Wasserport von Sint in Europa geschrieben, das heißt am Jail wir.
En Moses is in Egypt weer, dort in Afrika. So der Part ist in Afrika passiert en meest al het eeuwige als in Israël en Irak en dort Part. En dort wordt dan Asia zijn. En nog an 3 verschiedene Sprachen. Du hast bloß ein kleiner Part. Du hast Daniel und Ezra, was zu sagen, dann, was du nicht in Griechisch und Hebräisch geschrieben hast, aber das ist interessant, dass an 3 verschiedene Sprachen geschrieben hast, von 40 verschiedenen Schreiber, und das stimmt taub. Wenn wir nu würden kijken in een moslimsche boek, oder Islam, oder iets zo wat, ik geloof, we würden ook cross-references vinden. Aber ich glaube, da würde sich nicht ein klein bisschen lecken mit das. Wo wen Jesus, als du von Anfang an eng, die Wahrheit, Jesus als die Wahrheit, und so, wie du mank, jeder Part von was passieren wird. Und so, viele Mal habe ich vielleicht Frauen, was als die Wahrheit, das ist einmal so gut, wenn wir keine Person haben, was wir können nur gehen und Frauen, wenn wir uns was verteilt haben, wie nicht näher wollten, oder wie strugglen, wenn wir keine Person haben, die das Wort kann, oder was Jesus kann, und wie können die Frauen, aber das ist nicht genug. So, ich würde uns tun, wenn wir das Wort kann lernen, die Bibel kann lernen, und Jesus kann lernen, dass wir können die Wahrheit ausleben und an uns haben, wenn man einmal ist, wem die Wahrheit fehlt. So, mir geht hier noch ein bisschen eine Geschichte anzugucken. Was Jesus dort, als hier bei Erden wären, die Menschen, die wissen nicht alle die Wahrheit, aber sie haben sie zu holen, sie wissen, was die Wahrheit wird. So ein Tag, dann wir Jesus, seine Jünger enthungerten, so sie gingen durch einen Wettstab und sie plagen sich ein paar Granos und rubbeln die Üten, eiten die ab. Und dann nur dem, dann kommen sie in die Synagoge und dann redet Jesus durch und du wie ein Mann, der hat eine verkrippelte Hand. Und so die Pharisäer, die deuten als erstes, die kickten, was wird Jesus mit denen tun? Wen, Wahrheit wir, das an Sonntag, da wie so wenig ist möglich. Dort wird gesagt, was sie gemerkt haben, der Hethit, was Menschenregeln werden, was Wahrheit geworden wird. Und so, was läuft ihr dort Jesus? Heute, zu den Mann ist, wenn Jesus wusste, was er glaubten, was er grabelten, die Pharisäer, so er sagt zu dem Mann, streck deine Hand aus. Und man, er seine Hand ausstreckt, wie er geholt. Und so, was tut Jesus? Er tut Wahrheit, wo er sie gebüht haben, wo er sie stunden, tut er verbrechen, wenn er wird die Wahrheit. Nicht dort, was sie bloß glauben, aber er wird die Wahrheit. Nach einer Geschichte fing wie an, ein Tag ist Jesus sehr, er muss durch Samaria gehen. Das ist einmal interessant. Wohin muss er durch Samaria gehen? Aber wie eine Früh, wo er am Lernen. So, das sagt, Jesus geht in den Baum und er sagt sich zu Dul und er lehrt sein, wer was kommt. Dann kommt er diese Früh in den Baum und dann verteilt er mit euch. Aber die Früh, als das erste Stück, sie wollte nicht. Der hat Frauen für Jesus. Wo wen? Bist du hier? Ich sehe eine samaritische Früh. Du bist ein jüdischer Mann. Wir haben nicht die Freiheit zu reden. Wegen deiner Wahrheit. Das ist die jüdische Ehre gesagt. Und so, wenn die Wahrheit hatten sie nicht die Freiheit zu verteilen. Und aber Jesus, er verteilt mit ihr. Er nimmt Zeit mit ihr und er hilft ihr mit ihren Dingen, was sie kämpfen wollen. So, was sind die Dinge an uns Leben? Wir haben Traditions, wir haben an unserer deutschen Kultur sind die Dinge, die für uns eine Wahrheit sind viele Mal nicht schlechte Dinge. Aber wenn wir nicht durchstehen bleiben, wenn wir gucken, was ist die Wahrheit, was Jesus ist, was er sagen hat. Und nachher denke ich, mir habe noch ein Vers gelesen, was ich nicht berufen habe, oder das ist Epheser 4, Vers 14 und 15. Da sagt es das. Wenn wir die Wahrheit wollen kann, dann wird uns das nicht so ein großer Unterschied mehr. Aber da sagt es das. Weil wir wollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen ihre Lehren unsperren lassen. Und so aus den Wahlen vom Wind hin und her geschmissen worden durch ihre Irrlehren. Womit sie den Menschen verleiden. Wir machen an einen Läuftuligen Jes die Wahrheit verbreiten und wir machen an alles abwosen an Christus ähnlich worden, der uns Hope ist.
So, wenn wir wollen, wir verabposten, dass wir nicht wollen von jeder Wahl am Doel gepüst worden, wenn es wer was sagen hat, dann muss wir die Wahrheit kennen. Ein Wort von einer besseren Wahrheit, dort tun aus der Bibel, wenn die Cross-References, was wir haben, beweist bloß, dass some was das, was dort hängt, aus bloß ein Mensch. Da hat nicht bloß ein Mensch geschrieben. Du hast ein Gott dort hängt, was einen Plan hat, und das ist ein Purpose, der dazu dort geworden ist. Und so, weil wir uns Zeit nehmen, die Bibel kennenlernen, von Anfang bis Ende, dass alles Wahrheit. Und wenn wir Jesus wollen herangehen, dann wollen die Wahlen uns nicht am Doel werden. Kriegen dann Wort von den Liedern ankommen, oder Wort die Menschen uns sagen dann. Wir dürfen nicht Angst haben, wenn Jesus es an uns sieht und er kann uns leiden. Und so, vielen Dank schön für Anhören. Mag Gott ihn segnen. Good job, Willie. Awesome. Hey, deze nächste Person, wem wir hören abkriegen, sie Namen ist Victor Penner. Und so, Victor ist al 21 Jahre befreit. Ja, come on up, Victor. Sie haben saß Kenia und heute schafft hier in der Stadt mit einem Boys Camp, von Boys zu Men schaffen nicht und haben großes Wort für diese junge Männer. Und so, Victor, wir geben dir den Titel. All yours. All right, good morning. Het is een goede gelegenheid voor mij hier te zijn. Ik freue mich sehr, om hier te zijn en ik heb een grote passion voor wat we doen. Zoals je al ziet, we schaffen een boys camp. En durch die tijd, durch die laatste some jaren wat we in een boys camp geschafft hebben, is mir het hart dollar opgegaan te de verschillende jongens wat we daar kennengelernt hebben. Je wordt hier een paar beelden zijn van die, dit is van de feierterm. We hebben een groep waar we met top schaffen doen. We hebben een 8-werkse programma. En we willen morgen weer aanvangen, so we zijn excited over. En over durch deze tijd wat we hebben met deze groep geschafft, met deze jongens geschafft, is me een bijzondere vrouw opgekomen. Die vrouw is kan wie Jezus. We zijn er zoveel vandaag dat de religion, kan we zeggen, die heeft een proces, die heeft een doos waar we aankruipen. En dat is niet about Jezus, dat is dollar about wat we doen. En so meine Frau kommt an, kann wie Jesus wirklich. Wenn ich jemand frage, kann je Donald Trump? Veel van jullie willen de hand opheffen. Ja, ik kan hem. We hebben van hem gehoord. We hebben vielleicht Videos gezien van hem. We hebben zijn stem gehoord. We weten ungefähr wat hij beschikken wil. We weten wat hij doen heeft. Zo'n dingen als dat. Ja, we kennen hem niet zo. How wanneer hij die wil treffen? Wil een connection zijn? Wil hij die kennen? Oder wil zijn gezegd blank zijn? Hij wil die niet kennen. Sie sind vielleicht zusammen, was wir getroffen haben, dort weiß ich nicht, aber die meisten von uns haben Probleme nicht. Dann mag mir das Frauen kennen wie Jesus. Der erste Vers, wo ich hier will betecken, ist in Philippa 3, Vers 10. Der sagt, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. Power of his resurrection. Wie weit das der Feind, Gott braucht dem Feind, de Griso arbeit doen voor hem, niet zo? Tim Jezus krijgt ze. En de Feind blijft neef, nu hat hij gewonnen, als Jezus am Graf ligt. Aber stel die muss ver, waar dem Feind zijn gezegd geloten heeft, den dag als Jezus zijn kap abhoudt. The power of his resurrection. Kan wie wirklich arm? Weil's dann mag mir das denken, wir haben von ihm gehört, yes. Wir haben von ihm gehört. Wir haben gehört, was er Petrus im Wutterrüt halten hat. Wir haben gehört, dass er hat sich Kreuz gelassen, um uns zu raten. Wir haben gehört, was unsere Eltern belebt haben mit ihm, aber was haben wir persönlich belebt mit ihm? Das ist meine Frau von da. Wenn wir nicht persönlich was belebt haben, dann können wir ihm nicht so? Wir haben mal als ein junger Jugendjung, dann hadden meine Eltern da een andere jong bij ons. En we deden alles taub, die Sommer.
Wir deden alles taub. Von Pferde, bis Spiele, bis Schafe, rein alles deden wir taub. Wir lehren uns sehr für ein Kahn. Krijg nog maar bedampt met water van armen, allerhande zo wat. We leren ons kennen. En dat wordt eind van een potje, eind van een set twins. Die set twins, dat weer identical twins. Die zag krijgen we een van uiterlijk non-gecheckt. En ik kan daar maar gewoon een. Dan wird aber bloß ein von die wir bei uns, durch die Samen. Die wohnen in einer anderen Provinz. Und über dem, als Schule anfängt, dann die war ein trägende Haus. Und dann, was Jahre later, dann führt wir mal dahin. Dann traf ich die Bett. In die Bett sagten wir über rein. Von hinten, ich kann die nicht hinein. Aber dann ging ich, und dann als ich die traf, ein von die, als ich dem in irgendeinen check, wie ganz blank. Der andere, als ik dem in de ogen aankijkt, daar weer connection. Daar weer connection en wie ons val voets dingen bij wat we te beleefd hadden. Dat maakt me denken aan wat gaan we Jezus. Wanneer we bloos weten wat hij gedaan heeft 2000 jaar terug, en we weten met wem hij relationships gehad heeft, en zo wat, dat is al fijn. Ons fehlt dat we dat weten. Aber wenn wir nicht ein persönlicher Relationship haben mit ihm, dann wird die Connection da nicht sein. Ich habe manchmal die Jungs gefragt, wenn die da ankommen, den Tag, wo wir waren in den Himmel kommen, und wir waren, diese ganze Schar Menschen da sein. Ich frage, wo will ich Jesus kennen? Oh, na, er wird Scars haben in der Hand, wie die Nails sind da gegangen. Oh, okay. So, wenn er Scars in der Hand hat, und weil man sagt, da sind 5 Millionen Menschen, vielleicht sind es 5 Billionen, das weiß ich nicht. Aber weil man sagt, 5 Millionen Menschen da, und du was jedem einem an der Hand futtern und anchecken, und sein auf dem Scars fängst, das wird eine lange Zeit dauern. Sie sagen, no, nee, so will ich ihm nicht kennen. Na, wo willst du ihm dann kennen? Oh, na, er wird einen Scar an der Seite haben, von der Spieß, was er anführt. So, dann was 5 Millionen Menschen gehen und haben abheben und anchecken, und sein auf am Tane was? No, da war ich nicht schaffen. Wie wurde Jesus kennen? Bei dem Relationship, was wir nu haben mit ihm. Nicht das, was wir in Ewigkeit haben. Der Relationship, was du von da hast mit Jesus, bei dem, was du am kennen. Nicht bei dort, was er für Petrus getan hat. Nicht bei dort, was er für alle Ewig getan hat. Nicht bei dort, was er für deine Eltern getan hat. Aber bei dort, was du von dir mit ihm belebt hast. Der Relationship, was wir hier von da haben mit ihm, dort ist dieselbe Relationship, was wir wiedergehen in der Ewigkeit nennen. Und dann bei dem Relationship, was wir am tun. Wenn wir Armen irgendwann checken, dann wurde uns bad, mir und Jesus, die und Jesus, die Dinge befallen, was wir hier auf der Welt taub belebt haben. Die Dinge, was wir kennen von Jesus, yes, das ist fein. Das hilft uns, besser kennen zu lernen. Aber uns Relationship, was wir nun haben mit ihm. So, dann kommt mir die Frau an, was für ein Relationship hast. Das ist noch ein Vers, in Lukas 13, Vers 27, sagt, but he shall say, I tell you, I know you not, whence you are. Depart from me, all ye workers of iniquity. That's the seed von alle Menschen, die alle Hand Geld zu tun haben. Die haben immer in der Kirche gewasst. Die haben sich immer Schmack angetragen. Die haben ein Teil Geld für die Armen. Die haben sich gejammert, dass die Hunger zu essen haben. Die haben reich Menschen gehalten in Jesus' Namen. Und dann sagt Jesus, er kann die nicht. No, check mal, Jesus, ich kann mit dir, ich kann all das tun für die, ich kann all das tun für die. Dann sagt Jesus, geh hier fort, ich kann die nicht. Das, wenn du nicht erst in Relationship warst. Wir haben Gott kennengelernt, wir haben bloß kennengelernt, dass wir Donald Trump kennengelernt haben. Dass wir von ihm gehört haben, wir haben Videos gesehen von ihm, wir haben gehört, was er alles für das für ihn getan hat, aber wir haben nicht ein persönliches Relationship gehabt mit ihm.
Was sind Dinge, was du belebt hast mit Jesus? Und wenn nicht hast, dann lehr am Kerne. Dort, was Willi hier verbracht, die Wahrheit. Die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Wer wir am Kerne lehren. Wer wir am persönlich kennenlernen, dort wir können den Tag, wo wir im Himmel kommen. So ist dann 1. Thessalonien sagt, dann wird Jesus kommen in der Welt, und dann wird wir abheben, und dann wird wir vorankommen und immer mit einem Taub sein. Dann wird unsere Relationship mit Jesus die Wahrheit sein. Nu haben wir mal eine knappe Relationship, kann man vielleicht sagen. Wir können nur eine Relationship anfangen. Aber den Tag, wo wir wollen für Jesus stehen, und er wird sagen, komm näher. Nicht, wenn die gute Dinge, was ich getan habe, aber wenn dem Relationship, was wir haben mit ihm. Dann wird unsere Relationship aufgehen, nur perfect Relationship. Die wird vollkommen sein. Und wir werden dann face-to-face gehen mit ihm. Und wir werden an seine Augen sein, was wir hier nur belebt haben. Was ist deine Relationship mit Jesus? Hast du Dinge belebt mit ihm? Das ist die Frau. Gott senken. Dat is een goede vrouw voor ons leven, right? So, de derde persoon wat hier wordt opkomen, hij is van Paraguay, geboren en opgewassen in Paraguay. En wat weet nog alles zijn van die Michael? Weet je, hij kwam hier naar Mexico en dat deed 1, 2, 3 en dan boom, weer vallen aan lijf en bevrieden zich en blijft hier. Dat zal maar op een karte tijd zijn wat hij hier wil blijven. En nu is Michael ons worship leader hier in de kerk. En zo heeft meer talenten. Hij heeft een groot hart voor muziek. En ook jonge mensen in de worship atmosfeer. Nee? So Michael, kom on op. We worden die de tijd hier in de stad geven. We hebben een grote hand geven. Ik lees, zei Jürgen van Stutz, had een geschichte gelezen in de history van Viktor Frankl. Hij is een Duitse psycholoog. En zo hij leeft van de jaren 1905 tot 1997. En zo hij leeft ook in de tijd van de Tweede Weltkrieg. En hij, zijn vrouw, zijn mama en zijn broer waren alle uit een jüdischen Hintergrund vastgenomen en in het concentrationslager gebracht. So, du worden ze dan uiteengedeeld. Zijn mama wordt voets uiteengedeeld met een gas komen en aangebracht te worden. Hij wordt eingedeeld in de arbeidslager te bezeken, dus hij moest arbeiten. En van zijn mama en van zijn broer en zijn vrouw heb ik niet meer veel gelezen. En zo ongeveer nog 1 jaar. Dan hadden Amerikanische soldaten some van die dan bevrijd en uitgehaald, lezen we. En als hij dan niet buiten weer, wordt hij dan aan dat keiner van zijn familie overleefd had, dat hij alle door de concentrationslager aangebracht worden. En zoals hij deze Nachricht ook eerst hoort, vangt hij zich om erover na te denken, oké, wat zou ik met mijn leven nu weer doen? Dus ik meen, al mijn wichtigste personen in mijn leven, die zijn aangekomen. So wat zal mij nu nog wieder brengen? En het is interessant, zijn Geschichte ook met wieder te lezen. Hij vangt dan aan, Beken aan te schrijven, hij vangt aan events aan te reden. En hij had een thema wat aan zijn beschaafd gedaan. En wat hij ging vrij uit krijgt, dit zware tijd waar hij daar ging, kwam hem dan immer weer de vraag, okay, wat treft een mens aan? Dus wat laat hem am leven, oder wat is werkelijk de zin van een menselijk leven? Dat weer zijn vraag wat hij stelt. En dat is waar hij aanvangt Beken aan te schrijven. En over dat te reden, ik kan hem aan YouTube, dat zijn ziemlich alle wegen, aber ich kann dem am Wege an YouTube auch finden, weil ich mehr von dem weiterwähle. Und nur was er sagt, sind das nicht das Scheingone, nicht der Erfolg in einem Leben, auch nicht unbedingt die Macht, was ein Mensch antreiben wird. Er, nach seiner Opinion, sagt er, dort sind ein Zweig oder eine Bedienung für was ein Mensch oder was ein Mensch leben lässt. Oder ook anders gezegd voor wat een mens wordt sterven. So de vraag wat je met me kennen, je kan Maria en nächste dag je dat zelfs vergund beantwoorden en je dat dieper nadenken. Ik meine, dat is een thema wat man mehrere Stunden diskutieren kan en we immer
gleich zu diskutieren kann, weil ich nur mitkomme. Ich kann, weil ich wieder über das vertelle, aber die Frage, die ich Ihnen hier lassen will, ist, wofür lebst du oder wofür bist du bereit zu sterben? Ich meine, die Frau kann vielleicht, hast du ihn vielleicht auch mal gekommen. Ich meine, zu was existiert, zu was leben. Ich meine, das sind so deutsche Frauen, was man vielleicht nicht einfach so beantworten. Ich meine, der kann jeder für sich beantworten, aber für was lohnt sich das zu leben? Für was lohnt sich das eben zu sterben? Und wenn wir kicken auf unsere westliche Sicht hier auf dieser Welt, so wie immer war ein Rat, wo wir Beine sind, wo sich da dran retten, da ist, ich arbeite, ich kriege Geld bezahlt, damit ich mir Geld die Sache kaufen kann und damit ich mir Geld feilen kann. Das ist der Rat, wo ich manchmal selber arbeite, wenn ich will, dort jetzt, falls ich mich drehe wie in der Rat ständig rum. Wir arbeiten, um Geld zu verdienen, damit wir uns was kaufen können. Und zugleich hoffentlich, damit wir uns Geld feilen können für den Stolz. Und ich meine, wir können uns auch nicht mit der Zeit vergleichen von der in der Zeit von Zweiten Weltkrieg. Das schafft nicht. Aber danach soll wir von der nach die gleiche Frau, wird dann vielleicht auch gestaltet werden. Das scheint vielleicht für ein hoffnungslos, sinnlos. Das scheint Fried, was wir feilen. Du hast wenig Leib ram uns. Vielleicht hat die Frau hier auch mal gestaltet und das erlebt und gehen. So, wenn wieder nu wurde unsere Welt, wo die Frau, für was lohnt sich das zu leben, oder was erste sind von Leben, glaube ich, wo die zwei Antworten sehr schön kommen, das ist Erfolg gemacht. In meiner Opinion. Erfolg gemacht, das ist, was ein Mensch von der Stelle hat, diese Welt antrieben hat. Wenn ihr mal interessante Bücher lesen wollt in der Bibel, lest Ekklesiastes, Predigerbuch. Dort sind nochmal sehr interessante Chapters zu binnen. Aber da haben wir ein sehr interessantes Kapitel, kurz am Anfang von der Buch Prediger, und das ist der Kapitel 2. Schrieb ihn das wirklich ab, Kapitel 2, für ihn zum lesen, lest ihn das wirklich mal durch und denkt darüber nach. Das ist meine Gedanken, ist drei immer wahr, wenn ich das Chapter lese. Da. Aber du redest von, in Prediger 2, redest von, ich habe mir alles gegönnt, ich habe mir alles gekauft, ich habe mir alles gelesen, was meine Augen sagen. Ich erfüllt mir jeden einzelnen Wunsch in meinem Leben. All die Mühe, all die Arbeit, was ich da eingestellt habe, das macht mich noch glücklich und zufrieden. Aber dann auf einmal sage ich das wieder, aber dann auf einmal fange ich darüber an nachzudenken, was ich erlebt habe in meinem Leben. Für was ich hart arbeiten muss, für was ich wirklich schweißen muss. Und erkannt, dass alles vergebens ist. Hij sagt, Vers 11 sagt er, dass ich versagt, als wann ich versagt, den Wind zu greifen. Und wenn ich das lese, dann fühlt sich mir ein bisschen an, als wenn er selbst Erfahrung durchgegangen ist. Als wenn er das selbst erlebt hat, dass er auf einmal begrepen hat, alles, was ich für diese Welt tue, was ich mich hier anarbeite, ist vergebens. All die Erfahrung, was ich sagt, wird auf einmal vergonnen. Und wahrscheinlich, ich meine, wenn wir das lesen, wahrscheinlich hat er viel Arbeit. Hat er wahrscheinlich viel Zeit, Energie. Und dort eingestappt, um durchzukommen, wo er will. Doch dann sagt er, alles ist vergebens. Ich meine, frage ich mich, wie kommt er diese Uitzau? Wie kommt er zu dieser Frau? Kann es sein, dass er auch in diesem Rat binnen wirft, dass er irgendwann sich ladig fühlt? Wenn es dir gefällt, von ich brauche noch ein bisschen mehr, dann kann einen wahrscheinlich sehr andrehen, mehr zu tun. Mehr zu arbeiten, mehr zu leisten, mehr zu tun. Ich meine, das war ich das manchmal erlebt habe in mir selbst. Wenn wir in diesem Rat sind, wird die Erfüllung sehr kort sein. Aber wie der wir lernen, ewig jetzt wird zu sichern. Die Sache, in was wir tun, ewig wird zu finden. Was für immer halt. Und dann sagt er noch auf einmal zuletzt, von diesem Vers 11,
Sagte, als wanneer ik verzocht, dessen Wind te griepen. Ich meine, wer alle bekleerd is, kan weiter dort man den Wind nicht griepen kann. So, dann stelle ich mir die Frage, als heute wird herangerannt, was er für sich zu kriegen, aber nicht zu griepen kriegt. Ich meine, das ist auch eine Frage für uns. Ran wie ständig im Alltag, von Montag bei Montag, ran wie wird heran, was nicht zu griepen ist. Nehmt je de vrouw met, schrijft je het op, neemt je het met naar huis. Zoveel tijd je hebt in ons leven aan, wo we weten, eind van mijn dag, wanneer ik sterf, blijft dat hier. Maar het is vergevens. Uit de zicht van deze preger, uit de pregerboek, in kapitel 2, schaf je voor wat vergevens is. En ik ga steeds je trein boek ook daar zegt hij alles wat onder de zon is vergevens. So, ik heb mij eenmaal twee interessante zaken erlebt. Twee zijden beter gezegd. En dat kan je wel, vielleicht heeft ik dat ook erlebt. En kan met aanstemmen met dat. Maar er zijn twee zaken wat ik in mijn leven mij eenmaal erleven. En dat is, de ene zaak is, ik schaf eraan en arbeid eraan en ik wil immer beter worden, veel tijd einfach für Gott seine Feit te zetten. Einfach bloß zijn en tijd investeren. En ik weet niet, als je dat mal persoonlijk erlebt hat, dat wann wie bloß für Gott kommen, du hast auf einmal eine ganz andere Erfahrung. Du hast auf einmal eine ganz duidelijke Sache, was die zum Nachdenken bringt, was die zum Ableben lässt, was eine innerliche Freude ist, was keiner beschreiben kann. Vielleicht habt ihr das mal erlebt, wo ihr bloß für Gott kommt und ihr voll auf einmal, du Beine ändert sich was. Du hast Frieden da. Ich habe einmal live für mich oben, was ich erst nach sah, da wir, ich kann Vergebung aussprechen. Und du hast bei der anderen Seite, wo ich auch sehr bekannt bin, wenn ich von einer Kultur komme, wo grillig sei gleich zu arbeiten, in Terranen, dort ist bei viel Säcke und viel Ran und viel Arbeiten. Und ich verstehe mich falsch, aber das ist nicht falsch. Wir brauchen dort, zum dort Brot auf unseren Dächchen. Aber wenn wir unseren Fokus auf dort setzen, dort ständig ans Ziel ist, nur was wir hinrennen, was wir immer für unsere Augen haben, und dort immer ans Drief ist, vielleicht habe ich das auch so gefällt. Du hast X, das fällt sich nicht. Das bleibt vielleicht bloß ein Kartstelzchen und nu fehlt mal was zu tun. Und dann passiert das sehr leicht, besonders, ich rede von unserer jungen Generation, passiert uns das sehr leicht, dort wir uns in Auflenkungen schmieden, Social Media, allerhand verschiedene Reels, oder TV-Shows, oder was immer. Wir schmieden uns in Auflenkungen an, dort wir nicht mehr über das Nachdenken brauchen. Und so drehen wir noch dort. Und dort dreht. Und dort dreht. Und wir sehen Erfahrungen und wir finden das nicht. So, du sind diese zwei Seiten, was ich so viel erleben. Und ich glaube, ich darf sagen dort, uns allwehr wird. Licht allein in Jesus Christus. In Kolosser 1 sagt er, durch mir Gott alles, was im Himmel aber ihr gemerkt worden ist, was zu sein ist und was nicht zu sein ist. Ab Träne, Regierungen, Herrschaften, Gewalten, dort alles erst durch und für am gemerkt. So wie der weiter, du persönlich das weiter dort, du kein Teufel bist. Das war ich glaube, wie scheitert, sie wirken bei uns Ziel vorbei, bei unserer Bestimmung. Und dort ist, wo das am Anfang von der Bibel anfängt. Dort ist, Gott mögt die, oder mögt Adam und Eve erst, bläst ihm Gemeinschaft haben. Er will wem, mit was er vertellen kann, was er Gemeinschaft teilen kann. Und ich glaube, wie scheitert das Ziel, sie wirken besiegen. Und glaube, wie man das leisten, wie man das sein, wie man so viel hat, dass mehr als mir oberhaft, und dort ich wer sie. Und wie verjährt unsere Bestimmung aus seine Jünger, dort wie seine Derbe. Treten nach diesem Garten Eden, wo Gott anfängt, Menschen merken. Treten nach dem Anfang, wo wir seine Derbe für Gott. Sind ein Fall passiert, aber Jesus Christus kam rauf, die zu sagen, mögt es ein Weich war frisch ab, dort wie du persönlich von der für seine Feit setzen kannst. Dort du mit ihm reden kannst, dort du eine Liebesbeziehung mit ihm führen kannst.
En vi der glaube ich Olaf. Tvärst einmal eine Vergebung Frau wie Gott, dort wir te beschäftigt werden. Dat wir ständig noch was dran, was so wie so vergebens ist. So viel passiert das bei uns. Ich glaube, der wir uns alle lehren dort. Ich sehe, so sei am Eiwen dort und ich versuche nicht jeden Tag Zeit zu nehmen. Und ich lehre dort Ferken. Als Small Group lehre ich dort. Gebe ich in der Challenge, dort mal 10 Minuten am Tag. Nichts tun. Setzen. Nicht lesen, nicht Musik hören, nicht. Nichts. Zet bitte in der Natur und sie still. Das ist so challenging von der. So challenging. Also wie weit nicht mehr, was Ruhe ist. Und dort ist, kommt dann einmal, weil du noch zu der Frau, was wir so fragen, und wenn ich mit jungen Menschen gleich arbeite, hier dort einmal war, ja, Gott redet nicht mehr von der. Das Problem sind wir. Das Problem sind wir. Wenn wir können Openbaring 4 lesen. Ich glaube daran, dort ist unsere Bestimmung. Ich glaube, dat wir Gott die. Und dort ist, in den Feiertieren, hat jeder seine Pflichten, wie rund am Fall Irge, sehr interessante Tiere an der Welt, sogar ohne die Pflichten, haben Tag und Nacht nicht Ruhe. Und sehen, herrlich, 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 als du, allmächtiger Gott, in Haar, der du wir, der du es, und der du kennst. Und wenn die Tiere dem loben, jeden und dankten, der auf den Thron saß, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, fallen die 24 Ältesten für den Dol, der auf den Thron saß, und beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und schmeien ihre Krönen für den Thron. Han und sehen, du bist dort, wird o Herr, Herrlichkeit in ihr und Kraft zu nehmen, willst du alles gemerkt hast, durch din Wellness alles durch und gemerkt worden. Ich glaube, das ist unsere Zielbestimmung. Als Notfall, ich glaube wirklich, das ist unsere Zielbestimmung. Ich meine, wir merken uns, das ist so kompliziert. Wir machen das, wir machen das, wir machen Janten, wir versuchen so viele Sätze zu erfüllen. Ich glaube, das ist unsere Bestimmung. Trainen Gott in Gott, sagen, Gott, hier sehe ich. Gott, rede mir, ich sehe so hungrig und durstig nach dein Wort, nach deiner Stimme, wenn ich weiß, ohne die sehe ich nichts. Und wir sagen, die Anbetung im Himmel ist nicht Musik. Kann Musik sein, ist nicht bloß Musik. Ich glaube, das Hingeben, erfolgt live. Ich glaube, das, wenn wir das als Lifestyle lernen, ich glaube, unser Leben wird sich verändern. Und du wirst auf einmal eine tiefe Erfüllung in dir leben, was du so lange gesagt hast. So, ich lade ihn an abzustehen. Wir wollen Typ ein Gesang, ein Gebet singen. Und so, wenn du nicht singen willst, du darfst auch ein bisschen ruhig sein. Das ist eine Zeit für dich und Gott. Du darfst am Anbeten, aus dem Gott für den er würdig ist. Oder du darfst bloß singen. Sieh bloß durch und horch und bewundere ihn. Bewundere ihn, was Gott heute ist. Und ja, horch bloß auf seine Stimme. Hij redet sie nicht, kreit nicht. Jesus. Wir kommen für dich, Jesus, nu kreit in das Moment. Und sei du bist Herr über mein Leben. Ich werde nicht, wird, aber du kommst, an mich zu segnen. Wenn mir eine tiefe Erfüllung geben wird, in Ewigkeit regen wird. Lass uns die sein und schmeicheln, Herr, wie wunderbar du bist. Wie bewundere bloß deine Schönheit. Wie groß du bist, Jesus. Red du da über uns Gott und wies dort du alles best für uns, dort wie nicht auf dieser Welt siege, sondern die allein siege, Jesus. Du ständig und immer wahre Tränen für deine vollkommen sei, Lord, wie brauche die?
worship, to sing the song forever through the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.